Herzlich willkommen zu der Folge Normteile einbauen aus der Serie maßgeschneiderte J-Link-Anwendungen. In dieser Folge wollen wir uns um das Thema Normteile einbauen kümmern mit einer zurechtgeschnittenen J-Link-Anwendung. Hier oben platziert über den Button Normteile einbauen in der Menüleiste. Einmal drauf gedrückt und es öffnet sich ein Menü, welches mehrere Normteile illustriert. Hier ein paar verschiedene Schrauben, Muttern, Scheiben, Stifte und Sicherungsringe. Wir wollen anfangen mit einer Mutter. Er fragt nach der Nenngröße. Wir brauchen hier ein M4, also langt einfach die Eingabe der Nenngröße 4. Dann platzieren wir das Teil wie gewohnt in unserer Baugruppe und schon ist das Normteil da, wo es hingehört. Schnell und sauber. Das gleiche wollen wir nochmal exemplarisch mit einer Senkschraube machen. Auch hier Normteil auswählen, Senkschraube, Nenngröße 3, Länge, probieren wir es mal mit 5. Jetzt hat er keine Schraube geöffnet. Das liegt daran, dass diese Schraube in der Familientabelle nicht zu existieren scheint. Er meldet das auch hier unten in der Statusleiste. Teile in der Familientabelle nicht gefunden. Kein Problem, probieren wir nochmal. M3, Länge 6. Schon haben wir das Normteil geöffnet. Sagen hier einmal zentrieren, das ist immer ganz passend für Senkschrauben. Okay, und schon ist das Normteil an Ort und Stelle. Jetzt fällt uns auf, dass die Schraube ein wenig zu kurz ist und wir möchten eigentlich ein Normteil ersetzen. Auch das können wir mit dieser J-Link-Anwendung abhandeln. Ganz einfach das Normteil, welches wir ersetzen wollen, markieren. Gleicher Button. Er fragt jetzt nicht, welches Normteil ich einbauen will. Da ich eins markiert habe, geht er davon aus, dass ich dieses austauschen möchte. Das möchte ich auch. Größe 3, Länge 8. Schon regeneriert das Teil durch und ich habe hier eine 8er Schraube drin. Das gleiche wird auch mit jedem anderen beliebigen Normteil gehen. Zum Beispiel hier eine Mutter. Da langt einfach die neue Nenngröße einzugeben, einmal regenerieren und das Normteil ist an seiner richtigen Stelle.